Hoi und herzlich willkommen zu dieser Webinarreihe Die Raketenstart auf Schweizerdeutsch, also dein Raketenstart auf Schweizerdeutsch. Im ersten Video dieser Reihe erzähle ich dir etwas über die sprachliche Situation in der Schweiz. Zuerst möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass du da bist. Diese Webinarreihe besteht insgesamt aus 7 Videos. Wir schauen uns an, wie die sprachliche Situation in der Schweiz ist, Strategien zum Schweizerdeutsch lernen, Redemittel, die du brauchst, wenn du in die Schweiz kommst, Grammatik, die Höflichkeitsform auf Schweizerdeutsch und vieles mehr. Grundsätzlich alles, was du brauchst, um mit Schweizerdeutsch zu starten. Und noch kurz zu mir. Ich bin Schweizerdeutschlehrerin. Auf Instagram findest du mich unter Schweizerdeutsch mit Naira. Ich habe einen Online-Kurs und ein Arbeitsbuch geschrieben, damit du Schweizerdeutsch für deinen Alltag lernen kannst. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich möchte damit starten, dir einen Überblick über die sprachliche Situation in der Schweiz zu geben. Es gibt in der Schweiz 4 Landessprachen. Menschen, die in der Schweiz geboren wurden, sprechen meistens mindestens eine dieser 4 Sprachen als Muttersprache. Diese Sprachen sind auch Amtssprachen. Das bedeutet, dass offizielles Dokumente, Reden, Ansprachen in diesen Sprachen kommuniziert wird. In der Westschweiz, der sogenannten Romandie, wird Französisch gesprochen. Das gesprochene Französisch ist dabei dem aus Frankreich sehr ähnlich, abgesehen von einigen Besonderheiten, wie zum Beispiel den Zahlen. Im Süden der Schweiz wird Italienisch gesprochen. Auch hier gilt, das Italienisch der Schweiz ist dem Italienisch aus Italien sehr ähnlich. In einem kleinen Teil der Schweiz wird Rätoromanisch gesprochen. Das ist eine sehr interessante Sprache, über die ich leider nicht sehr viel weiß. Für mich klingt es nach einer schönen Mischung aus mehreren Sprachen. Im Großteil der Schweiz wird Deutsch gesprochen. Es wird Deutsch gesprochen, reicht aber eigentlich nicht aus, um die sprachlichen Besonderheiten in der Deutschschweiz zu erklären. Schauen wir uns das Deutsch der Deutschschweiz einmal genauer an. Wir haben das Schweizer Hochdeutsch und wir haben Schweizerdeutsch. Diese beiden Sprachen sind nicht das Gleiche und sollten nicht verwechselt werden. Ich erkläre dir gleich wieso. Schweizer Hochdeutsch ist die Schriftsprache. Das heißt, Dokumente werden darin geschrieben. In der Schule lernen wir diese Sprache. Offizielle Ansprachen und Vorträge werden auf Schweizer Hochdeutsch gehalten. Deswegen nennt man es auch die Schulsprache. Schweizer Hochdeutsch ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie das Hochdeutsche, das du auch aus Deutschland kennst, außer einigen Besonderheiten. Zum Beispiel, es gibt sogenannte Helvetismen. Helvetismen, das sind Wörter, die im Schweizer Hochdeutschen anders sind als im Hochdeutschen von Deutschland. Zum Beispiel das Velo statt das Fahrrad oder das Trottoir statt der Bürgersteig. Weiter gibt es einige Formalitäten, die sich unterscheiden. Zum Beispiel schreiben wir in der Schweiz Liebe Anna, kein Komma, wie geht es dir mit einem großen W. In Deutschland
ist das anders, da macht man nach der Anrede ein Komma und schreibt klein weiter. Eine weitere Besonderheit ist auch die Rechtschreibung. Wir haben hier in der Schweiz kein SZ, also alles wird mit Doppel-S geschrieben. Unter Schweizerdeutsch versteht man die Gesamtheit aller Dialekte, die in der Schweiz gesprochen werden. Also den Dialekt von Basel, von Zürich, von Bern, von Luzern, alle Dialekte zusammen bilden das sogenannte Schweizerdeutsche. Es gibt aber kein Schweizerdeutsch an sich. Schweizerdeutsch ist die Muttersprache der Leute in der Deutschschweiz. Das heißt, als Kinder sprechen wir alle Dialekt und nicht Schweizer Hochdeutsch. Das lernt man, wie erwähnt, dann später in der Schule. Deswegen nennen wir Schweizerdeutsch auch die gesprochene Sprache. Schweizerdeutsch ist das, was mündlich verwendet wird, womit wir mündlich kommunizieren. Schweizerdeutsch ist somit auch die Alltagssprache. Zum Beispiel kurze Nachrichten wie SMS werden meistens auf Schweizerdeutsch getippt, einfach wenn es sich um eine alltägliche, unkomplizierte Nachricht handelt. Wichtig zu wissen ist, dass Schweizerdeutsch als Gesamtheit der Dialekte keine Rechtschreibung kennt. Auch die einzelnen Dialekte haben das nicht. Es gibt keine Regeln, wie ein Wort genau geschrieben wird. Wir schreiben alle so, wie wir das hören. Und von Kanton zu Kanton, von Dialekt zu Dialekt hören wir es anders, sprechen wir es anders. Es wird also auch anders geschrieben. Schweizer Hochdeutsch hingegen hat eine klare Rechtschreibung. Genau wie das Hochdeutsche, das du aus Deutschland kennst, hat das Schweizer Hochdeutsche klare Regeln, wie ein Wort geschrieben werden muss. Diese Regeln sind bis auf das SZ genau die gleichen wie das Hochdeutsch aus Deutschland. Diese Form des Nebeneinanders von zwei verwandten Sprachformen innerhalb einer Gesellschaft ist weltweit häufig anzutreffen. Wir haben also im Fernsehen eine Fernsehsendung auf Hochdeutsch, die läuft, da heißt es zum Beispiel „Komm mit mir“, und am Telefon mit unserer Freundin, unserem Freund fragen wir „Chunsch mit mir“, sprechen also Dialekt. In der Linguistik wird dieses Nebeneinander von zwei verwandten Sprachformen Diglossie genannt. Die Standardsprache wird dabei funktional vom Dialekt getrennt. Die Standardsprache hat eine offizielle Funktion. Es wird offiziell verwendet in bestimmten Situationen und der Dialekt wird in alltäglichen, ungezwungenen Situationen verwendet. Dialekt ist aber die Normalität in der Deutschschweiz bei der Kontaktaufnahme. Das heißt, wenn du in der Straße von jemandem angesprochen wirst, an ein Bewerbungsgespräch gehst, zu einem Informationsschalter, was auch immer, wirst du immer zuerst auf Schweizerdeutsch angesprochen. Das Nebeneinander der Standardsprache und der Dialekte ist normal in der Deutschschweiz. Zu wissen, in welcher Situation welche Sprache angemessen ist, ist eine wichtige interkulturelle Kompetenz in der Deutschschweiz. Schauen wir uns jetzt dieses Konstrukt Schweizerdeutsch ein bisschen genauer an. Ich habe schon erwähnt, dass Schweizerdeutsch die Gesamtheit der Dialekte bezeichnet.
Diese Dialekte unterscheiden sich anhand von verschiedenen Punkten. Zum einen haben wir da die Vokalpräferenz, die Vokal- oder Konsonantendominanz, der Sprachcharakter, besondere Wörter und auch Formalitäten. Was das genau bedeuten soll, zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir diese Punkte an den Beispielen Zürich und Bern, damit du dir alles ein bisschen besser vorstellen kannst. Starten wir mit der Vokalpräferenz. In Zürich ist eine Vokalpräferenz eher bei einem E ausgesprochen, während Bern, der Dialekt Berndeutsch, eher ein A-Laut präferiert. Wir sagen also zum Beispiel in Zürich singe, während wir in Bern singa sagen. Der Laut, wie dieses offene E ausgesprochen wird, verändert sich. Weiteres Beispiel mit der Vokal- oder Konsonantendominanz. Das sieht man vor allem am Beispiel Doppel-L oder U. In einigen Kantonen herrscht eine Konsonantendominanz, da werden also Doppel-L gelassen, hier zum Beispiel schnell. In anderen Kantonen, wie zum Beispiel Bern, haben wir eine Vokaldominanz, das heißt ein Doppel-L wird da schnell mal zu einem U, Schnau. Auch hier an diesem Beispiel siehst du wieder die Vokalpräferenz von E und A. Weiteres Beispiel ist der Sprachcharakter. Wird eher rau oder sanft gesprochen, schnell oder langsam? Am Beispiel von Zürich und Bern zeige ich dir das beim Wort ich. In Zürichdeutsch sagen wir ich, ein raues ch, während wir in Bern sagen ich, ein sanftes g. Dann gibt es auch besondere Wörter, die sich von Dialekt zu Dialekt unterscheiden. Zum Beispiel sagen wir in Zürich Zeltli zu einem Bonbon und Staffeli in Bern. Dann gibt es auch Unterschiede in den Formalitäten, vor allem in der Höflichkeitsform. Während in Zürich wie in vielen anderen Kantonen die dritte Form Plural als Höflichkeitsform verwendet wird, wird in Bern die zweite Form Plural als Höflichkeitsform verwendet. Das heißt, in Zürich sagen wir «chömmet Sie auch» und in Bern «chömmet dir auch». Auf dieses Thema gehe ich aber in einem weiteren Teil der Webinarreihe genauer ein. Wichtig zu wissen ist, dass du tagtäglich verschiedene Dialekte hören wirst. Und aus diesen Dialekten, die du hörst, bildest du schlussendlich dein persönliches Schweizerdeutsch, das du dann auch sprichst. Zum Beispiel hörst du vielleicht von deiner Nachbarin Baslerdeutsch, von deinem Freund hörst du Berndeutsch, aber aus der Stadt Bern, von einer anderen Freundin wiederum Berndeutsch vom Land, sie kommt vom Land. Auch hier wird es Unterschiede geben. Und dann kennst du vielleicht noch eine Person, die in einem bilingualen Haushalt aufgewachsen ist, mit einer Mutter aus Bern und einem Vater aus Zürich zum Beispiel, die einen ganz besonderen Dialekt spricht. All das ist normal und es wird auch nicht von dir erwartet, einen Dialekt zu sprechen, denn reines Berndeutsch oder reines Zürichdeutsch gibt es schon lange nicht mehr. Die Dialekte wandeln sich, Wörter aus anderen Dialekten, anderen Sprachen kommen hinein und verändern die Sprache. Was ich dir gerne empfehlen möchte, ist ein kleiner Beobachtungsbogen zu führen. Die Vorlage findest du in der Videobeschreibung. Hör dich um, geh auf die Straße. Wie wird um dich herum gesprochen? Gibt es einen Vokal, der häufig verwendet wird?
Gibt es eine Vokal- oder Konsonantendominanz? Wie ist der Sprachcharakter? Notiere besondere Wörter, die dir aufgefallen sind und die du lernen möchtest. Und so kannst du aus all diesen Eindrücken, die du bekommst, deinen Dialekt herausfinden, so wie du Schweizerdeutsch sprechen möchtest. Das war auch schon der erste Teil dieser Webinarreihe. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und wenn du bereit bist, Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen, dann schau dir doch gern meinen Online-Kurs an. Die Anmeldung ist aktuell geöffnet. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist auch bei den nächsten 6 Teilen dabei, in denen ich dir erkläre, was du brauchst, um mit Schweizerdeutsch zu starten. Vielen lieben Dank für deine Teilnahme und bis zum nächsten Mal.